Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da gucke, da haben wir mein Swordfish. Ja, hat fast ganz erbracht. Also, das ist alte Tradition, ich hab's gemacht. Und irgendwie Gott die nicht so richtig. Aber, lass mal wieder Zeugs haben für Videos. Ich mein, man hätte genug Zeugs für Videos, aber ich müsste mal ein bisschen weiter designen, mal für der eigene Blaster mit Stabmagazin und Zeugs. Also, bin da ein bisschen hinterher gerade momentan. Auf jeden Fall, Pfeil haben wir drin. Jetzt gucken wir mal. Oh. Irgendwie hört sich das komisch an. Hat sich das jetzt selber geheilt? Irgendwas passt da nicht ganz. Also so rein vom Klang her und von dem Ganzen. Das irgendwie. Das liegt jetzt auch schon Zeit lang rum. Sag's euch momentan, ich komme ein bisschen weniger hinterher, wie ich es gerne hätte. Das ist halt immer noch Hobby. Und hat viel zu tun und viel Zeugs. Das ist irgendwie das komisch. Ihr hört das doch, oder? Muss ich mal gucken. Ich meine, keiner von der werden das nicht mehr schlecht nachvollziehen, wie sich das mit der Kameraaufnahme anhört. Irgendwie. Hier tut's halbwegs. Aber ich jetzt sage, wir gucken da trotzdem mal rein. Es ist mein Lieblingsblaster mit Schwungrädlern. Zumindest. Also mal abgesehen von der eigenen Blaster. Aber so von der fertigen ist das definitiv mein Liebling. Ich hab da gewisse Präferenzen. Ja. Ich hab's noch drauf. Wo haben wir da? Muss man das auf? Ne. Das habe ich vergessen. Dass das nicht weg muss. So. Irgendwie passt das nicht vom Klang her. Was haben wir? 11 Volt. Oh, doch 11 Volt. So. Dekoration weg. Dann da mein B-Car speziell für den Blaster. Speziell entworfen. Das muss ein bisschen weiter sein. Ich sage, wir schrauben das trotzdem mal auf. Gucken mal rein. Irgendwie kommt mir das komisch vor. Das hat so ein kratziges Geräusch. So. Batterie raus. Was eigentlich lagere. So, dann darf man da keine Probleme kriegen. Das Zeug, sag's euch, Grendelschrauber, das taugt. Und dann, die sage, ich mach das mal auf. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Und dann schwätzen wir weiter. Und dann gucken wir uns das an. Bis gleich. So, dann jetzt sind alle Schrauben gelöst. Jetzt müsste es eigentlich theoretisch, praktisch, halt doch nicht. Aber hinstellen du noch. Da noch eine Windung. Ja. Das ist. Ja. So. So. Jetzt wäre das vielleicht doch nicht verkehrt gewesen.
Ah. Ah. Das ist alles. Das ist ein bisschen locker. Dass das. Seltsam. Und das so einfach Gott. Das, wenn wir schon mal hier sind. Können wir da ein bisschen abstauben. Deswegen verwende ich da bloß schwarze Pfeile, das nicht, oder so Pfeile mit Orangenspitze verwendet, der das gar so katastrophal aussehen nach kurzer Zeit. Der ist, wollen wir doch nicht. Der ist wehe schäbig. Ist halt der Nachteil an so transparente Bläschler, wo die Pfeile fast essen. Gott, es sei, dass das bloß dort dran lag. Käfig nochmal raus. So, oder? So. Eieieiei. War das schon alles? Dass ich die Schwungräder da ein bisschen gelöst haben. Das könnte schon gewesen sein. Das wäre natürlich einfache Reparatur. Ich meine, beschwer mich nicht, wenn die Dinge einfach gegangen. Das heißt, da muss man da regelmäßig einfach gucken, ob die Schwungräder sich gelöst haben. Weil das hat irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert, aber gut. Aber hat sich ein bisschen kratzig angehört. So, da. Ich meine, wenn wir da eine Schafe haben, mal kurz da, der Crew steht vorne, dass ein bisschen sauber ist. Moin. Ja. Hey. Na gut, der Ingenieur, der übertreibt es jetzt auch ein bisschen. So. Jetzt da. Der ist wieder rein. Schaut euch die Teile an, die da selber entworfen habe. Großteil. Also selber nach der Vorlage nachbaut. Hey. Was hat man? Also das ist nicht meins. Aber das habe ich selber nach der Vorlage nachgebaut. Die Teile da außen, das ist sowieso meins. Das da, das BK habe ich selber gebaut. Das ist viel Dekoration. Das habe ich halt auch noch der Vorlage nachgebaut. So wie das da noch. Seht ihr die Schraube, weil das sich sonst schlecht drucken lässt. Ja, dann noch ein bisschen Dekoration. Doch wichtig, dass das einfach stimmig aussieht und man da keine so Orange gekruscht hat oder sowas. Das haben wir dann für den Streif auch genutzt. Und vielleicht habe ich irgendwann mal auf Patreon die ganze Datei hochgeladen. Ich komme momentan ein bisschen weniger hinterher, wenn es gerade recht wäre. Das ist so. Man hat zu viele Ideen im Kopf. Das ist halt. Ah ja. Hat sich bisher auch noch keiner beschwert, dass er die Datei unbedingt braucht. Kommen wir auch noch irgendwann mal hinterher mit dem ganzen Zeugs.
Alles noch am anderen. So, da haufenweise Krust von den Pfeilen. Zack, da guckt er mal beim Abstauben zu. Seht, reinlicher Ingenieur. Gut, sagt er, wenn er das Zeug auf den Boden fegt mit der Hand. Das findet der Staubsauger, keine Sorge. So. Dann machen wir da wieder rein. So, da. So, da. Der ist da. So. So. Ui. Was ist das da? Ist der Knacks? Oh, ne, das sitzt. Oh, da ist ein Knacks. Ja, schade. Das wird zum Glück durch das da noch verdeckt. Ein Knacks. So. So, Dele. Jetzt machen wir da mal die Batterie kurz wieder rein. So. Ja, das sollte jetzt nicht auf den Boden fallen, das war nicht so geplant. So, der Dummi. Zack. Das ist da. Der ist da. Wendelschraub. Machen wir mal Hörprobe. Irgendwie höre die sich immer noch. Irgendwas klingt da immer noch nicht ganz sauber. Vor allem der obere. Seht, wie lange das untere nachläuft und das obere schon aufhört. Da kann es sein, dass der Motor Lagerschaden auch hat. Nee, da passt was nicht. Das ist nicht bloß. Nee. Set. Da ist wahrscheinlich auch der Motor noch kaputt. Das wirkt nicht so, wie wenn das bloß. Yep. Da ist mehr kaputt. Scheiße. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es wirklich. Jetzt habe ich es voll gemacht. Okay. Dann hatte ich doch recht. Da war noch was hier.
So, die Batterie wieder raus. Das heißt, der obere Motor, der hat irgendeine Schade. Jetzt muss ich gucken, ob ich so einen Motor noch da habe. Wenn ich so einen Motor da habe, dann reparieren wir es. Wenn nicht, stand das Video an der Stelle zu Ende. Aber wir sind jetzt zumindest. Oder dann bauen wir den Motor einfach mal aus. Und dann reparieren wir das mal ohne euch. Aber ich gehe mal davon aus, ihr klappt noch da. Ich müsste ein paar von denen da haben. Das müsstet Valkyrie-Motoren von Out of Dart sein. Ich brauche das kriegen wir, das Zeugs. Aber ja, haben wir so umsonst gebaut. Jetzt gucken wir mal, wie wir. Gut, wir können jetzt sowieso das Schwungrädle können wir runter machen, das obere. Hoffe ich, dass wir das runterkriegen. Weil es wäre sehr ärgerlich, wenn das nicht gegangen hätte. So. Das ist auf die Seite. Oh, das hätte man nicht drauf drücken sollen. So. Ah. Jetzt. Haha. Der Ingenieur hat ein bisschen geschlampert beim Löten. Das wäre ja ging. So. Das macht die Sache einfacher. Oder bloß die Lötstelle da erneuern müssen. Ui. Da ist auch ein Knacks. Heieieiei. Ah. Das transparent ist halt schön anzuschauen, aber ja, nicht so stabil. Ich würde sagen, ich hole mal Lötkolbe, schmeiße einen Lötkolbe an und dann löten wir das noch. Und dann testen wir, dann schweißen wir weiter. Bis gleich. So, Dele. 2 Minuten Reparatur. Schauen wir mal, ob es den hebt. Oder ob es den jetzt taugt. Nicht, dass das noch zu warm ist. Ne, das passt. Ich mag das Gehäuse nicht kaputt machen. Das ist mittlerweile nicht mehr so häufig. Und ich meine, seht ja auch warum. Also das ist jetzt transparenter Kunststoff ist halt nicht das Beste. Das ist halt recht. Ich meine, sieht sau cool aus. Das ist das Problem. Mir gefällt es halt saumäßig. Aber es ist halt ein bisschen spröde, das Zeugs. Die Krümel hat aus der Ecke gegangen hinaus. Innerer Monk unglücklich. So, Konzentration. Ei. So, Dummi. Okay, das klingt jetzt schon besser. Das muss ich noch so machen. Ja. Werkzeug los. Rändelschraube einfach. Habe ich glaube bei alle Blaster.
Das heißt, das war eine Mischung aus der Schwungrädel und einer schlechten Lötstelle. Das ist mir lieber wie ein Lagerschade. Set. Ein bisschen Lötzinn, ein bisschen Werkzeug und schon ist gekriegt. Das Gott, da kann ich schrauben, ne? Das ist komisch, dass dahinter die Feder nicht mit einer Schraube gesichert ist. So. Ja, hat bisher funktioniert. Ich würde sagen, wir schrauben das wieder zusammen. Da. Das nein. So, das könnte sein, dass das deswegen Chris ist, weil da doch auch ein bisschen. Wobei, das nicht erklärt. Ja. Wenn es irgendwann mal hier ist, wird es ein Ausstellungsstück. So. Also, das haben wir. Alles Nötige. Ich schraube das mal zusammen. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. So, oder volles Magazin. Das ist Magie des Schnitts. Ja. Aber ich dachte, da müsst ihr jetzt nicht unbedingt Zuschauer, wenn ich das Magazin wieder voll mache. Der Vollprofi hätte natürlich einfach das zweite Magazin, das er noch irgendwo im Lager hat, noch voll gemacht und hätte das dann beides vorbereitet. Aber ja, ich arbeite noch an dem Vollprofi. So, das kommt das noch, oder? Ja, so ist das. Bin eigentlich kein so Fan von den Schienen, aber ja, dann ist aufgeräumt. Die habe ich irgendwann mal gekauft, weil ich gedacht habe, dass ich da vorne das noch machen kann und dass es sauber abgeschlossen ist. Aber das da vorne hat dann überhaupt nicht passt und da habe ich dann was Eigenes gemacht. Und dann habe ich gedacht, komm, dann kann man das Beaker auch hinmachen. Und dann kommt da die Abdeckung drüber, dass das aufgeräumt ist. Und dann kommt dann noch die Schulterstütze noch. Oh, aus demselben Grund, dass halt aufgeräumt ist. Und jetzt hört sich das auch wieder sauber an. Oh, nicht so wie wenn das irgendwie, das hat sich vorher auch ein bisschen nach dem Lagerschade angehört, aber. Oder er hätte vermutet, dass das auch irgendwie, aber da war halt, ja, schlechte Lötstelle und dass die Schwungräder sich ein bisschen abgehoben haben, dass die zwei Fehler sind da zusammengekommen. Yep. Jetzt geht der wieder so, wie ich das erwartet habe. Das hab schon gedacht, wir müssen den Motor tauschen. Also so gefällt mir das wesentlich lieber. Ja, die Pfeile sehen nach einer Zeit echt schäbig aus, aber das sind auch günstige Pfeile. Weil das ist kein Original Nerf-Plaster, also muss man auch keine Original Nerf-Pfeile reinladen. Und wenn die Original Nerf-Plaster lade ich auch keine Original Nerf-Pfeile rein. Wobei das ist auch egal ist. Ja, sowieso nur modifizierter taugt das. Das ist da wie so dem ja den hinten rein auf dem 3D-Drucker und die hört sich. Ja, das Problem ist bloß bei denen billigen, da sind die Cap-Tauger, die Köpfe nicht so. Das war bei der vorherigen billige hat die Cap, wobei, das sind auch zweiteilige Teile, oder? Ja, ich habe die halt genutzt, um die dann auch
die weiße, durchsichtige, die kleine Darkpfeile nicht so bleiben, dass ich da auch schwarze Spitze habe für meine eigenen Blasters. Weil es einfach cool aussieht. So, Dele. Ist wieder fertig, ist wieder repariert. Mein schönes Wortfisch. Da, sauberer Abschluss, dass das einfach, was ich mir überlegt habe, da vielleicht was, naja, aber das haben wir dann doch ein bisschen das Wild. Oder das vorne, aber das gefällt mir eigentlich so. Mal abgesehen vom Staub. Aber es ist ja repariert und abgestaubt, der Blaster. Das kann wieder einstauben. Wobei, spiele ich auch ab und zu mit. Bis er dann wieder hergeht, wird wieder repariert. Das ist so der Kreislauf des Bestlers. Man baut was, man passt es an, bis es einem gefällt. Und man repariert es, wenn es hergeht. So lange, bis dann halt nicht mehr reparieren kann. Dann schlachtet es mal so aus und nutzt für andere Teile. Aber so lange basteln wir noch nicht an den Blaster hier rum, dass das schon ein paar Mal der Fall gewesen wäre. Also, es kommt auch noch irgendwann mal in ein paar Jahren. Was da der Abole da, dann kriegt ihr das auch mit. Wenn man den Blaster so schlachtet irgendwann mal. Aber bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln, beim Reparieren und beim Modifizieren. Euer Blasteringenieur.